Da ist ein Gesetzeslehrer aufgestanden, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, hat er gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus hat erwidert, ja, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer hat geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit dem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selber. Richtig, hat Jesus erwidert. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann hat sich verteidigen und hat weiter gefragt, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus hat ihm mit einer Geschichte geantwortet. Ein Mann ist von Jerusalem nach Jericho gegangen. Unterwegs ist er von Räubern überfallen worden. Sie haben ihn zusammengeschlagen, ihn ausgehabt und ihn dann einfach liegen lassen. Dann haben sie sich davon gemacht. Zufällig ist bald darauf ein Priester vorbeigekommen. Er hat den Mann schon von weitem gesehen am Boden liegen und ist ganz schnell auf die andere Strassenseite weitergegangen. Genauso hat sich auch der Tempeldiener verhalten. Er hat zwar auch den verletzten Mann gesehen, aber ist nicht stehen geblieben, sondern hat einen grossen Bogen um ihn gemacht. Dann ist einer der verachteten Samariter vorbeigekommen. Als er den Verletzten gesehen hat, hat er Mitleid mit ihm gehabt. Er ist zu ihm hingegangen, hat seine Wunden mit Öl und Wein behandelt und sie verbunden. Dann hat er ihn auf sein Reittier gehoben und hat ihn zum nächsten Gasthof gebracht, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am nächsten Tag hat er weiterreisen müssen. Aber er hat dem Wirt noch 2 Silberstücke aus seinem Beutel gegeben und ihm gebeten, pfleg den Mann gesund. So das Geld nicht lange, will ich dir den Rest auf meinen Röhrenkreis zahlen. Was meinst du? Hat Jesus den Gesetzeslehrer gefragt. Welcher von diesen 3 hat er dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer hat erwidert, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann gang und folg seinem Beispiel, hat Jesus ihn aufgefordert. Super. Danke vielmals, Daniela, für die geniale Einführung. Der barmherzige Samariter. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Kurze Umfrage. Wer von euch kennt alles Geschichte vom barmherzigen Samariter? Den müssen wir schnell aufstecken. Jawohl, die meisten. Das überrascht nicht. Es ist auch ganz eine wichtige Geschichte. Eine, die man schon ganz früh in der Kirche gehört. Und ich glaube, kaum eine andere Geschichte wie die vom barmherzigen Samariter hat Menschen dazu gebracht, um anderen zu helfen. Und viele Organisationen wie MEDER, die haben irgendwo auch ihre Wurzeln in dieser wunderbaren Geschichte von dieser Barmherzigkeit. Und spannend ist, wir sehen 2 komplett unterschiedliche Reaktionen in dieser Geschichte. Also wir sehen die ersten 2 Männer, die vorbeikommen, sie sind am Zug, sie sehen den Mann und sie laufen vorbei. Und dann kommt der Samariter, er ist am Zug und er läuft aber nicht vorbei, wie die ersten 2, sondern er hilft ihnen. Und ich glaube, wir alle wissen, so wie sich der Samariter verhalten hat, ist grundsätzlich wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, oder? Und wir alle würden gerne mehr wie der Samariter sein, aber haben uns vielleicht auch schon wie die anderen 2 Männer verhalten. Das ist nicht die meisten von uns. Und ich habe mich gefragt, hey, ja, was haltet uns denn vielleicht manchmal davon ab, zum barmherzig zu sein? Und was würde uns vielleicht dabei helfen, uns ein bisschen mehr wie der barmherzige Samariter zu verhalten? Und wir sind eine Spielefamilie. Jeden Sonntagnachmittag früher haben wir Spiele gespielt, wo wir noch Kids und Teenies waren, alles Mögliche. Und ein Spiel, das wir schon lange kennen, ist Uno. Wer hat alles schon mal Uno gespielt? Wer gewinnt immer beim Uno? Okay, gegen euch möchte ich mal Uno spielen. Ich verliere amigs beim Uno. Meistens gegen meine Brüder oder gegen die Mami. Naja, sie sind nicht so barmherzig mit mir dort. Aber beim Uno gibt es ja verschiedene Karten, die so verschiedene Effekte haben. Also es ist ein Zug, oder? Und dann muss man entscheiden, hey, was lege ich jetzt? Und ich glaube, diesen 2 oder 3 Männern ist es ein bisschen ähnlich gegangen. Sie sind am Zug, sie haben irgendeine Situation gehabt, sie haben sich überlegen, wie tue ich jetzt reagieren? Was mache ich jetzt damit? Und ich möchte anhand von 3 von diesen Karten
Und ich verrate euch noch nicht ganz viele, ich sehe es jetzt gerade. Anhand von 3 von diesen Karten möchte ich euch zeigen, was wir machen können, wenn es unser Zug ist, zum Barmherzigkeit zu zeigen. Und wir starten mit dem Priester und dem Tempeldiener, also den 2, die vorbeigelaufen sind. Die beiden Männer haben sich entschieden, die Skip-Karte zu spielen, also die Überspringen-Karte. Sie haben eine Möglichkeit gehabt, barmherzig zu sein. Sie haben sich aber entschieden, hey, nicht für mich, ich lasse die im Moment aus. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, warum? Weil ich meine, beim Spiel tut man meistens nicht einfach unüberlegte Entscheidungen treffen. Und bei uns im Leben ist es ja meistens auch so, dass man irgendetwas dabei denkt, wenn man etwas entscheidet. Wir müssen 2 Sachen über die Männer wissen und über die Straße dort. Das ist nämlich wirklich ganz eine gefährliche Straße. Die gibt es wirklich von Jerusalem nach Jericho. Und es hat regelmäßig dort Überfälle gegeben. Und vielleicht haben die 2 Männer einfach Angst gehabt, selber überfallen zu werden. Vielleicht haben sie gedacht, hey, das ist ein Hinterhalt. Der Mann, der am Boden liegt, der tut vielleicht nur so. Und sobald wir halten und helfen, werden wir selber überfallen. Vielleicht sind sie deshalb weitergelaufen. Oder vielleicht haben sie Angst gehabt, sich zu verunreinigen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, verunreinigen. Was bedeutet das? Aber als Priester und als Tempeldiener hat man ganz viele Regeln müssen befolgen. Und zu diesen Regeln haben auch sogenannte Reinheitsgebote gehört. Das sind ganz viele Regeln gewesen, was man alles hat dürfen anlangen und was man nicht hat dürfen anlangen, was man dürfen essen und was man nicht hat dürfen essen. Mega kompliziert gewesen. Und ich könnte das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie die Regel, dass wir die Hände waschen vor dem Essen gehen. Oder? Einfach noch viel strenger und viel komplizierter. Und das Problem mit diesen Reinheitsgeboten war, wenn sie dann vielleicht gleich einmal etwas berührt haben, das unrein war, dann sind sie nachher selber auch unrein geworden und haben nicht mehr dürfen in den Tempel gehen, ihren Dienst verrichten für ein Moment. Ein bisschen wie wenn ihr in der Schule neben jemandem sitzt, der krank ist, und am nächsten Tag sind ihr auch krank und ihr müsst ein paar Tage zu Hause bleiben. Und jetzt, ihr findet vielleicht die Schulferien noch cool für ein paar Tage, je nachdem, wie fest sie krank sind. Aber für Priester und Tempeldiener war es mega schlimm, wenn sie nicht ihren Dienst verrichten durften. Also sie haben unglaublich gut aufgepasst, dass sie sich ja nicht berühren, wo unrein ist. Und ich möchte jetzt nicht langweilen mit dieser Liste, was da alles dazugehört, aber ein Mann, der irgendwo im Strassengraben liegt, ja, das hätte schon noch sein können. Und vielleicht sind sie deshalb vorbeigelaufen, weil sie Angst hatten, sich zu verunreinigen. Und es sind eigentlich ja alles gute Gründe, warum man so einen Moment überspringen will. Es war wirklich eine gefährliche Straße. Sie hätten sich wirklich verunreinigen können. Sie haben sich ja nur selber schützen. Und ich meine, wer kann etwas dagegen sagen, wenn man sich selber schützen möchte? Das macht irgendwo Sinn. Und so Gründe tönen vielleicht vernünftig, aber sie machen es uns mega schwierig, manchmal dann auch barmherzig zu sein. In so einem Moment. Ich kann mich zum Beispiel an einen kleinen Moment in meinem Leben erinnern, vor 2 Wochen. Und vor 2 Wochen hat es mega geregnet. In der Sommerferien, wenn wir mal einen Moment hatten, wo wir lange drinnen bleiben und nicht raus können, das war in dieser Zeit. Dort hat es geregnet und ich war im Auto unterwegs. Ich bin gerade losgefahren und gesehen, wie ein Bub den Hügel durchläuft. Und er hat keinen Regenschirm dabei gehabt. Und er ist voll verregnet worden. Und ich sehe ihn und denke, ich habe einen Regenschirm im Auto. Ich könnte doch eigentlich schnell anhalten und ihm den Regenschirm geben. Und dann als nächstes habe ich aber gerade gedacht, ja, aber ich bin ein bisschen spät dran, ich müsste eigentlich jetzt schon vorwärts machen, andere warten auf mich. Und vielleicht finde ich das ja auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt da einfach anhalte und ihn frage, ob er einen Regenschirm möchte. Vielleicht stehe ich ein bisschen dumm da, vielleicht blamiere ich mich. Und bevor ich es gewusst habe, bin ich schon an ihm vorbeigefahren gewesen. Und ich hätte locker anhalten kurz und ihn fragen, ob er den Regenschirm möchte. Vielleicht hätte er sogar Nein gesagt, ich weiß es nicht. Aber mir war es in dem Moment wichtiger gewesen, pünktlich zu sein und nicht blöd dazustehen. Und vielleicht fällt dir jetzt auch so eine Situation
ein von der letzten Woche oder irgendwo. Und meine Frage ist, was ist deine Begründung dort? Hast du vielleicht auch keine Zeit gehabt? Das wäre so der Klassiker. Hast du vielleicht keine Lust gehabt, gar keine Energie, kein Geld? Ich glaube, es gibt immer genügend gute Gründe, warum wir die Skip-Karte spielen würden. Aber Barmherzigkeit startet eben nicht im Kopf, sondern sie bewegt uns in unserem Herz als erstes. Oder deshalb heisst es Barmherzigkeit, nicht Barmkopfheit. Das würde komisch tönen. Und in dem Moment, glaube ich, dürfen wir ein bisschen mehr auf unser Herz hören. Wenn wir merken, hey, ich könnte dieser Person helfen, dann nicht schon auch mit dem Kopf mitdenken, gibt es schon auch Weisheit, aber vielleicht dem Herz ein bisschen mehr Raum geben in dem Moment. Und dann verhalten wir uns vielleicht ein bisschen mehr wie der Samariter. Was hat denn der Samariter für eine Karte gespielt? Ich habe dem Samariter die Reverse-Karte gegeben, die Umdrehkarte, Umkehrkarte. Es hat mir so einen Trend gegeben, wo Leute rumgelaufen sind und dann in jeder Situation, zum Beispiel wenn sie einen Bus bekommen haben, haben sie einfach die Reverse-Karte gespielt. Hat natürlich nicht funktioniert, aber ich glaube, der Höhepunkt war, dass einer irgendwo mal sich in einen Fußballclub eingeschleust hat und dann, als er eine rote Karte bekommen hat, hat er die Reverse-Karte aus der Hose rausgezogen und sie im Schiri in die Nase gedrückt. Aber warum die Reverse-Karte? Warum die Umdrehkarte? In der Bibel gibt es ganz einen schönen Vers. Und der ist aus dem Philipper 2, Vers 4. Dort steht, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl vom anderen im Auge halten. Und ich glaube, genau das hat der Samariter gemacht. Die anderen 2 Männer haben sich überlegt, hey, wenn ich jetzt anhalte, was könnte mit mir passieren? Vielleicht werde ich überfallen, vielleicht tue ich mich verunreinigen. Und ich glaube aber, der Samariter hat die Frage umgedreht. Und er hat sich überlegt, hey, wenn ich jetzt nicht anhalte, was passiert dann mit ihm? Hilft ihm nachher nicht jemand? Oder bleibt er dann einfach liegen? Ist nicht so gemütlich auf dem Boden? Und ich glaube, wenn wir es schaffen, die Frage in unserem Kopf vielleicht umzukehren, nicht, was mit mir passiert, was kostet es mich, sondern was würde es der anderen Person gut tun, dann glaube ich, würde es uns auch viel einfacher fallen, barmherzig zu sein in so einem Moment. Wir könnten zum Beispiel beim Autofahren jemand anderem den Vortritt lassen. Anstatt zu denken, boah, ich bin schon spät, ich habe keine Zeit, ich sehe die einen lachen, das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd für einige. Aber anstatt zu denken, boah, ich habe schon keine Zeit und ich bin unterwegs und gestresst, vielleicht ist die andere Person ja auch ein bisschen spät dran und ist mega dankbar, wenn ich sie einlöse. Ich weiss nicht, wer von euch alles mit dem Auto gekommen ist und auf dem Ottos-Parkplatz parkiert hat, aber wenn ihr dort zum Beispiel dann rausfahren müsst und links abbiegen, müsst ihr über beide Spuren drüber. Oder? Und je nachdem, meine Frau und ich, wir wohnen gerade in der Nähe, wir müssen das noch öppe machen. Und wir sind unglaublich froh, wenn dann so ein kleiner Samariter daherzufahren kommt, anhaltet, uns Licht hüpelt und uns den Vortritt lässt. So etwas Einfaches eigentlich. Oder vielleicht für eure Kids und Teens. Jetzt fängt die Schule wieder an, oder? Vielleicht setzt ihr euch mal neben jemanden an, der jetzt nicht gerade die berühmteste oder die populärste Person in der ganzen Klasse ist. Anstatt zu denken, hey, vielleicht denken nachher alle anderen, meine Kollegen, ich bin uncool, könnt ihr euch vielleicht überlegen, hey, was bedeutet es eigentlich dieser Person, wenn ich jetzt mich neben sie setze? Das wäre doch jetzt etwas Cooles zu machen. Ich glaube, wir müssen nicht lange überlegen und wir finden ganz, ganz viele so Situationen in unserem Alltag, wo wir die Frage umdrehen können und wo wir Barmherzigkeit zeigen können. Wo könntest du vielleicht diese Woche so eine Reverse-Karte spielen? Vielleicht ist es eine Situation, die du letzte Woche gerade verpasst hast. Wie wäre es diese Woche, vielleicht das Ganze mal umzudrehen? Und dann gibt es aber noch eine dritte Karte, habe ich euch gesagt. Aber es hat ja gar keine 4. Person dort gehabt. Wir haben ja alle abgedeckt. Die dritte Karte, die steht für Situationen, wo es nicht langt, dass nur eine Person handelt. Und für das habe ich 7 mitgenommen. Jetzt 7 hat bei uns
in der Familie Spezialregeln. Auch bei uns, bei den Teens, da braucht es ein bisschen mehr Action. Oder beim 7. muss man so schnell wie möglich alle Hände tun. Und die letzte Person, die die Hände hat, die zieht die Karte. Und deshalb steht das 7 für so Situationen, wo es uns alle braucht. Wo es mehr als eine Person braucht. Humanitäre Hilfe ist zum Beispiel genau so etwas. Eine Person kann nicht viel ausrichten, aber gemeinsam können wir wirklich auch etwas bewegen. Wenn jeder seine Hand reinlegt, dann können wir etwas verändern. Wenn irgendwo Krieg herrscht oder nicht so gute Bildung ist, vielleicht Hunger herrscht, dann können wir als Gemeinschaft etwas verändern. Aber vielleicht auch in eurem Umfeld. Zum Beispiel haben die einen von euch vielleicht so ein Reisli, das ihr startet. Oder ein kleines Klassenlager, das ihr jetzt als erstes habt. Und vielleicht sind ihr unterwegs und irgendein Kind mag den Rucksack nicht mehr tragen. Dort wäre es zum Beispiel mega cool, wenn dann die ganze Klasse würde sagen, hey, komm, wir wechseln uns ab. Wir tragen das alle gemeinsam. Und dann kommt man gemeinsam ans Ziel. Oder vielleicht für Teens, vielleicht haben wir einen Kollegen oder eine Kollegin, die einfach irgendwo psychisch gar keine schwierige Zeit hat. Hey, ja, du als Einzelperson kannst etwas verändern. Aber wie cool ist es, wenn die Person dann merkt, hey, meine ganze Freundesgruppe ist für mich da und tut mich unterstützen. Vielleicht jemandem beim Zügeln helfen. Da braucht es mehr als nur eine Person meistens. Da braucht es ein paar. Menschen durch schwere Krankheiten durchhelfen, mit Gebet, mit Ermutigung oder ganz praktische finanzielle Nöte. Da können wir alle gemeinsam unsere Hände für sie einlegen. Und ich möchte mit dem enden. Mit dem Gedanken, dass Barmherzigkeit nicht eine Erfindung von uns selber ist, sondern Barmherzigkeit ist ein Charakterzug von Gott. Wo sich Gott am ersten Mal dem Volk Israel vorstellt, macht er das wie folgt. Er sagt dort, hey, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Er sagt, meine Geduld ist gross, meine Liebe und Treue, die kennen kein Ende. Also das erste Wort, das sich Gott selber dafür vorstellt, ist barmherzig. Mega cool, oder? Und der Höhepunkt von Gottes Barmherzigkeit, den sehen wir in Jesus. Jesus hat sozusagen die ultimative Reverse-Karte gespielt, als er auf die Erde gekommen ist. Er hat schon gewusst, was ihn auf dieser Erde erwartet. Aber er hat unser Wohl gesehen, dies und meins, und er ist genau gleich gekommen. Und er hat uns gerettet. Und jedes Mal, wenn wir mit jemand anderem barmherzig sind, dann treten wir in die Fußstapfen von Jesus und zeigen, wer er ist. Und ich weiss nicht, wo du stehst heute Morgen. Vielleicht hast du die Barmherzigkeit noch nie erlebt von Gott. Sie ist der treibende Faktor, dass wir barmherzig sein können. Oder vielleicht bist du einfach in einer Situation, wo du merkst, hey, wow, ich könnte das eigentlich wieder mal ein bisschen erleben. Ich will mir das mal wieder wünschen. Dann gehen wir jetzt nochmal in eine Worship-Zeit und wir haben das Gebetsteam, das es liebt, für euch zu beten. Wir glauben, dass das Gebet Kraft hat. Ihr dürft jung und alt, dürft auch gerne Kinder gehen. Und ihr dürft für euch beten. Vielleicht die Barmherzigkeit von Gott selber dürfen zu erfahren. Vielleicht habt ihr gerade eine Situation, wo wir die Hände für euch einlegen können und für etwas dürfen beten. Das ist mega, mega wertvoll. Und ich möchte zum Schluss jetzt auch gerade noch beten. Jesus, ich danke dir, bist du auf die Erde gekommen. Hast du nicht nur dein eigenes Wohl gesehen, sondern hast du unser Wohl gesehen. Hast du uns befreit, errettet. Ich danke dir, bist du so barmherzig und liebst du uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt vielleicht heute, morgen, in der nächsten Woche aufzeigst, so kleine Situationen, wo wir barmherzig sein können und der Welt Jesus zeigen dürfen. Amen.